Herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Hondrich. Wir haben folgende Themen für euch parat. Ein Berner Podcast von Frauen ist für einen Schweizer Award nominiert. Am heutigen Forum Alpwirtschaft zu Wassermanagement hat auch ein Bundesrat teilgenommen. Und eine Auswanderin, die es nach Kamerun verschlagen hat. Podcasts sind im Trend. Einer aus Bern trifft den Nerv vor Zeit besonders. Bei Villa Margarita reden 2 Apothekerinnen und eine Frauenärztin über verschiedenste Themen und beweisen dabei auch oft Humor. Jetzt ist der Podcast zum 2. Mal für einen Schweizer Podcast Award nominiert. Meine Kollegin Dennis Jakob hat mit den Gründerinnen geredet. Ihr seid für den Swiss Podcast Award in der Kategorie Leben nominiert. Was bedeutet das für euch? Ja, ich kann jetzt nicht sagen alles, aber viel. Nein, es ist natürlich super. Also wir haben mega Freude, dass wir eben unter den 4 Besten sind für die Kategorie Leben. Und das Leben ist so. Wir sind jetzt mit im Leben. Leben macht im Moment so Spass. Also die Kategorie finde ich top, passt wie ein Faust aufs Auge. Ja, und dass das Thema Frauengesundheit nicht eine Nische ist, sondern wirklich mit im Leben, das gefällt mir ganz besonders. Ja, besser könnte man uns auch nicht beschreiben. Wir sind Ärztinnen, Apothekerinnen und berichten aus unserem Leben und unserem Berufsalltag. Was ist, wenn ihr die Auszeichnung gewinnt? Ja, also wenn der Name Villa Margarita ertönt, dann werde ich sicher mal kurz einen Schreckensmoment bekommen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich dann auf so einer Bühne muss, so spontan etwas Cooles sagen muss, dann kann ich sicher nichts ein. Ja, und ich glaube, ich würde einfach mal Flaschen Champagner holen. Genau. Ich glaube, wir sind recht spontane Menschen. Also es wird auf jeden Fall 4 geben, egal ob wir gewinnen oder nicht eigentlich. Wir sind dann in Zürich und es wird ein cooler Abend . Und wir feiern eigentlich immer ein bisschen. Also wenn wir zusammen sind. Gell? Stimmt. Es gibt nicht. Also darum, wir haben noch nicht geplant, aber es wird grossartig. Wasser ist das wichtigste Gut auf der Alp, aber die Erschliessung ist nicht immer einfach und der Klimawandel sorgt zunehmend für weitere Probleme. Hier in Hondrich am Forum Alpwirtschaft ist das Wassermanagement thematisiert worden. Mehr seht ihr im Beitrag von mir. Ja, also vor allem, was sich verändert hat, ist, dass man eben wirklich Trockenheit hat auf den Alpen, zum Teil auf über 2000 Meter, die man eigentlich vorher nicht hatte. Die Bauern mussten sich immer anpassen an das Wetter. Das ist nicht grundsätzlich neu. Aber was sicher neu ist, dass heute pro Jahr ganz unterschiedlich sein kann. Es kann ein Jahr geben, wo es viel zu trocken ist. Es kann ein Jahr geben, wo es viel zu nass ist. Und da braucht es schon mehr Anpassungsfähigkeit. Und das wird in den nächsten Jahren, so wie die Meteorologen und Klimatologen sagen, nicht so schnell ändern. Wir vom Bund, also das heisst namentlich vom Bundesamt für Umwelt, haben verschiedene Pilotprojekte, wo man mit Speichermöglichkeiten Lösungen sucht. Im Extremfall, wenn es kurzfristig zu wenig Wasser hat, muss man sich einfach näher mechanisch helfen, indem man halt mit Helikopter Wasser auf die Alpen transportiert. Das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Da ist man heute sicher offener geworden, für auch neue Lösungen zu suchen. Zwangsläufig. Die Landwirtschaft hat sich ja während 40, 50 Jahren praktisch nicht verändert. Und auf einen Schlag ist die ganze Reform gekommen, hat sich alles verändert, haben sich alle Gesetze verändert. Das ist jetzt aber auch schon mit 30 Jahren. Und in 30 Jahren ist laufend irgendetwas in Bewegung. Darum sind die heutigen Bauern sehr modern, die sind meistens gut ausgebildet und offen für diese Massnahmen. Also ich glaube, der Albert Röst hat ja recht gute Hilfestellung signalisiert. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben da einen guten Bundesrat, einen, der die Berglandwirtschaft selber hat erlebt. Das ist schon mal gute Voraussetzungen, dass man auch gehört wird. Oder? Aber dann stellen wir schon vor, wir haben recht halt Prozesse, die Zeit beanspruchen, wenn man mal so ein Projekt eingeht. Also die ganze, wir reden manchmal von Bürokratie, oder, wo man in der Verwaltung noch hat. Und das ist in der Tat das Problem. Und bis man dann mal so ein Projekt umsetzen kann, dauern da einfach noch rechte Prozesse von Zeit, die manchmal nicht nötig wären. Und ich wünschte mir eigentlich dort eine unkomplizierte Art von Hilfestellung. Ja, also das Management des Wassers tut sich in der Tat wandeln. Das ist sehr gut merkbar und spürbar.
das Wetter tut sich ändern, es gibt auch starke Niederschläge und dann gibt es aber längere Trockenperioden. Und die langen Trockenperioden mitunter auch mit dem Schnee, der halt auch ein bisschen Mangelware ist wie das Jahr wieder. Also die Masse an Schnee ist ja nicht mehr da. Das ist ja klar auf der Alp oben der Speicher vom Wasser. Und wenn der ausbleibt, dann kann es in trockenen Perioden von der Sommer einfach Probleme geben auf der Alp. Und das ist wirklich spürbar, das habe ich gespürt. Auf meinem Alpbetrieb da ist die Wasserquelle eher spärlich. Die Reserven sind dort knapp und wenn der Schnee eben ausbleibt und die Niederschläge im Sommer auch, dann haben wir ein Problem. Das ist ja so. Madeleine Schlappach-Bea hat schon lange einen Traum, einen eigenen Hof zu führen. Für sich das zu verwirklichen, ist Steffisburgerin nach Kamerun ausgewandert. Mein Kollege Patrick Schmid hat sie bei ihren Freunden in Gwatt bei Thun getroffen. Jetzt so nicht mehr so, aber ich habe früher ein Tagebuch geführt. Und ich habe so meine Gedanken aufgeschrieben, was ich so gerne machen würde. Das zeigt auch, dass ich eben diesen Gedanken mit dem Bauernhof schon lange mit mir herumtrage. Ich bin in Yaoundé, die Hauptstadt von Kamerun, bin ich geboren worden. Und bis knapp 10-jährig habe ich nur dort gelebt, bei meiner Großmutter. Wenn Regenzeit war, hat man gesät, hat man geerntet. Bauern im Kleinformat war einfach auch sehr präsent. Also in den Ferien sind wir auch zur Urgroßmutter. Und dort sind wir auch in Feldern und so und haben das Zeug einfach auf Yaoundé gebracht. So. Und ja, so bin ich aufgewachsen, ja, bis ich dann in die Schweiz kam. Das hat man mal in der Schule thematisieren, fragen, eben uns Schüler, das weiter werden. Und ja, das Bauernlehrjahr hätte ich gerne gemacht. Und ja, schlussendlich habe ich das meinen Eltern mitgeteilt. Und es ist natürlich auch die Frage gekommen, ja, was machst du nach der Ausbildung? Wir haben keinen Hof, wir kommen nicht aus diesem Bereich. Was ist denn er, oder? Und ja, das hat mich natürlich auch nachdenklich gestimmt und habe gefunden, gut, okay, dann muss ich halt etwas anderes machen. Ich habe dann schlussendlich Koch gelernt. Und durch das, was ich gewusst habe, ja gut, das so mit dem Bauern wird auch schwierig, habe ich das so wie irgendwie auf die Seite gelegt. Es ist schön, mit der Erde zu arbeiten und dann etwas in den Boden tun und das so zurückkommt. Und zu sehen, zu spüren, zu essen, also das hat mir immer gefallen. Ich habe mal Land gekauft. Es sind einfach ein paar Sachen, die für mich wichtig waren. Also hat es Wasser, weil ohne Wasser läuft nichts. Der zweite Punkt war nicht zu nah von der Hauptstadt, aber auch nicht, ich weiss nicht weit dann. Also dort, wo ich bin, zum Gummu, das ist etwa 3/4 Stunde, eine Stunde von Yaoundé weg. Ich wollte einfach nicht etwas Flaches wollen, also schon noch so ein bisschen höherig. Also das, ja, es hat mir einfach auch gefallen. Und Wald natürlich, Wald, ja. Alle 3 Monate bis jetzt bin ich runter. Und dann hat man ein Programm erstellt mit dem Team vor Ort, eben, was muss gemacht werden bis dann und dann und dann. Und wir sind auch so, jede Woche 2-mal haben wir Sitzungen. Und da wird mit dem Teamchef ja, so quasi organisiert, okay, was machen wir in der Folgewoche. Und es gibt dann auch den Raum, dass wenn dann etwas kommt, wo man nicht damit gerechnet hat, dass man dort noch ja, justieren kann. Voilà. So. Jetzt ist es einfach manchmal schwierig, zu gutem Material zu kommen. Und darum habe ich gefunden, das nehme ich gescheiter von hier mit. Es ist einfach auch vielseitiger, die Qualität ist besser. Und dort natürlich auch von den Klimabedingungen her ist es aber schon gut, wenn man gutes Papeterie-Material hat. So, dass ich von Ort her auch gäbig arbeiten kann und nicht immer eben auf Yaoundé auf Suche muss gehen. Schon anders als noch vor manchem Jahr, oder, wo man gegangen ist. Und vielleicht können wir froh sein, wenn überhaupt an noch das Telefon, wenn überhaupt, oder ein Fax. Also das ist schon anders. Aber ich muss sagen, ich habe im Moment keine Zeit, für so nebenher zu schauen. Also ich muss wirklich jetzt planen, die Sachen müssen funktionieren. Es gibt Termine, die ich muss und sollte einhalten. Aber ich freue mich natürlich sehr. Also das ist, der Moment ist wirklich da, dass ich ja, dort runter sollte. Ja.
Das war es mit dem heutigen windigen Panorama. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr bei uns auf der App oder eurer Website. Jetzt erzählen euch unsere Kolleginnen und Kollegen von Meteo News mehr, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Merci fürs Zuschauen. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Da ist das Wetter auf der Plattform J am Dienstag, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen. Wir haben eine Föhnlage heute auf der Alpen-Nordseite und der Föhn hat dafür gesorgt, dass bei uns trocken und freundlich und auch frühlingshaft mild zu und her gegangen ist. Der Föhn geht aber spätestens auf den Morgen her in der kommenden Nacht ans Ende und da überquert uns dann morgen im Laufe des Tages eine aktive Kaltfront. Entsprechend schon der Start morgen am Mittwoch eine graue und nasse Angelegenheit. Die Schneefallgrenze wird auf rund 1000 Meter absinken und die Temperaturen starten am Morgen bei 4 bis 5 Grad. Wir haben dann auch einen auffrischenden Südwestwind. Ja, die Störung zieht am Nachmittag Richtung Osten weiter. Es bleibt aber noch lang bewölkt und grau. Erst gegen Abend hört der Regen dann auf und es gibt dann noch vielleicht ein paar scheuche Aufhellungen, bevor die Sonne untergeht. Meistens am Nachmittag, aber wie gesagt, noch bewölkt. Die Temperaturen erreichen um die 6 bis 7 Grad. Also morgen insgesamt ein trüber und nasser Tag und nur nass wird es dann auch am Donnerstagmorgen. Nachher gibt es aber eine deutliche Wetterbesserung. Am Donnerstagnachmittag zum Teil sonnig, am Karfreitag dann eher wechselhafte Verhältnisse, aber auch mit sonnigen Abschnitt. 16 Grad, 18, 19 Grad am Samstag, am Kar-Samstag, da wird es richtig mild, frühlingshaft. Meistens auch trocken und zum Teil sonnig. Ab dem Ostersonntag dann aber wieder unbeständiger und auch zeitweise Niederschläge. Ja, wenn wir das Osterwochenende anschauen, ein bisschen durchzogene Angelegenheit wird das schon sein. Bleibt auch nicht ganz trocken. Aber die Sonne wird sich trotzdem ab und zu zeigen. Es könnte also auch noch schlimmer sein. Zum Beispiel dann, wenn man Richtung Süden geht. Dort bleibt es nämlich vom Karfreitag bis am Ostermontag grau. Und es regnet immer wieder und zum Teil auch kräftig. Danke vielmals fürs Zuschauen und weiterhin ganz einen schönen Dienstagabend.